C'est avec une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui à Steinfort pour un moment important. Car ce projet Coup de pelle dépasse largement le lancement d'un chantier. Il marque le début d'une nouvelle dynamique. Il traduit une ambition commune. Il prouve surtout que lorsque les volontés se rassemblent, les frontières cessent d'être des limites pour devenir des liens. La piste cyclable transfrontalière que nous lançons aujourd'hui incarne cette vision. Une vision moderne de la mobilité, plus durable, plus fluide, plus humaine. Ce projet qui montre quand même que ce n'est pas seulement un lien entre Arlon, Steinfort et Körich, mais c'est aussi le signe qu'on veut faire quelque chose pour la mobilité douce. Ce n'est pas seulement qu'on en parle, mais on réalise quelque chose. Un projet qui dépasse largement les frontières administratives, un projet qui répond à une réalité bien concrète de notre territoire. Et surtout, un projet qui regarde résolument, et on l'a déjà dit, mes deux prédécesseurs l'ont dit, vers l'avenir. Aujourd'hui, nous agissons. Ce projet de liaison cyclable est bien plus qu'une infrastructure. C'est une réponse concrète, moderne et responsable aux défis de notre temps. Pour Arlon, pour la région, les bénéfices sont multiples. D'abord, une amélioration tangible de la qualité de vie. Moins de trafic de transit dans nos villages, moins de nuisances, plus de sécurité pour nos habitants. Ensuite, un engagement clair en faveur de la transition climatique. Offrir une alternative crédible à la voiture, c'est réduire nos émissions de CO2 et contribuer à notre échelle à un enjeu global. On va lancer cet après-midi une piste cyclable qui est vraiment structurante pour la mobilité douce ou mobilité active, mais aussi pour faciliter la mobilité transfrontalière qui, je crois que pour nous tous, demeure toujours une priorité. Tout ça, c'est possible grâce au programme Interreg Grande Région qui nous permet de construire cette piste cyclable qui est sécurisée, qui est continue, qui est performante, et c'est de cela dont nos concitoyennes et citoyens ont besoin pour aller de façon privée ou de façon professionnelle d'un endroit à l'autre, mais aussi dans ce cas à travers les frontières. Pour moi, c'est important de souligner aussi avec ce projet la valeur ajoutée de l'Union européenne et de la coopération au niveau européen qui nous permet de construire cette piste cyclable. C'est un plaisir pour moi que d'être aujourd'hui avec vous. Et je dirais dans un jour un petit peu particulier, un jour où on a la fierté d'être européen, d'abord parce que nos amis hongrois ont fait le bon choix, mais aussi parce qu'ici, très concrètement, à la limite des frontières, pas loin de Schengen, nous créons une nouvelle Europe. On va pouvoir écrire Steinfort, Körich et Arlon aussi comme un projet européen, celui de franchir les frontières à vélo. Quel plus beau message que celui-là. En tant que représentante de la Commission, je dois dire que ce projet est vraiment parfaitement aligné avec un grand nombre de priorités européennes, à commencer par la cohésion territoriale. Oui, le programme Interreg est là pour renforcer cette cohésion territoriale. Et ici, on montre qu'en réduisant les disparités socio-économiques, en éliminant les obstacles aux frontières, nous pouvons adresser ensemble des défis communs et aborder des solutions partagées qui font du sens pour les territoires concernés. C'est aussi un projet qui est en parfaite osmose avec nos objectifs dans le domaine climatique. Ça a été dit, nous voulons devenir climatiquement neutre d'ici 2050. C'est très très ambitieux, mais il faut aussi créer les conditions pour y arriver. Et ça passe aussi par des pistes cyclables.
hierop, laat maar, je zal ook met een grote merci. Grote merci, ook met thuis, ik wil grote merci voor Ihr Engagement, Ihre Energie, Ihre Zeit, die der Johann du Haus engagiert, auch investiert für uns allgemein. Das ist genau dafür, den Gemeinde Haus nicht. Wie viel und allem dafür den Gemeinde Haus nicht. Das sind die viel Leute, die an einem Moment schaffen, die sich engagieren, die versuchen allerlei zu motivieren, versuchen Trainings zu organisieren, aufzuhalten von den Drünen, die Gemeinschaften hier zu behalten, die versuchen Brücken zu bauen zwischen Kulturen, Brücken zu bauen, auch zwischen den Generationen. Umso mehr wichtig ist es, sich auch mit dem Sujet von dem Benevolat immer auseinanderzusetzen, vor allem, wenn ihr gesagt, dass es immer mehr schwer wird für Leute zu motivieren, sich benevol zu engagieren. Ja, Zeit ist knapp, Energie ist knapp, immer mehr Obligationen, privat oder beruflich, und würde sich noch zusätzlich Stress sicher. Wir waren keine bereit, dass die Meter am Wind zu machen, wird allgemein der Fehler selbst allgemein und da selbst von mir als Gemeinde wieso da können wir nicht hin. Wir wollen als Verein unterstützen und wir auch als zweite Sache an die auch groß merci für das Engagement. Sie sind noch alle Leute Politik pilotiert, kommunale Kommission hat Brunner jeweils 2020 wäsch die Atelier organisiert in verschiedene von dir ich gesehen hatte auch durch eigentlich mal zu leben aktiv bei Input zu gehen für zu gucken wir uns trauen. Bekiet entwickeln han für das mal wieder gefurt können stärken. Dann genug war ganz oft und zitieren und immer an der römische Philosoph Cicero die kein Schuld das mehr bringen zu vergleichen die diverse zu sagen das war was dazu immer gehabt und dann machen aufschließend auch mal entwickeln so derzeit die doch haut op diesem Medium opbringt der Haut sich für was das zu schaffen. Hier mein Geschenk für Schiffwelt Niveau 14. Hier man noch vielleicht direkt bei den Benevolat kommen, sehr wohl die Menge packt, über den interkulturell zu simulieren. Wir holen die Sie als März 2024 als Gemeinde, die haben unterschrieben, wo man für Duscher, das ist ein Pilotprojekt mit dabei waren, wo sich den Pakt auch schon auch als Schenk sterben wird. An dem Pakt sech gëtt an den Komité Pilotage wie eng gesot huet doet an fir all Joer eng Priorität als ze sichel wat mat an ëllen nieuw vun de Reichëm setzen. War den Siele 2024 per Biergerhaus wat an Zwischenzeit joch an Dirbegrof gin ass effektiv an wo Aktivitéite läfen. 2025 wie so de Benevolat vum Mord an die Atelien hatten an 2026 am Ge als Organisation der Kultur. Wichtig sind, dass man alle Priorität hun, wo man eben mat an die Komité de Pilotage von verschiedene Kommissionen respektiv auch zu summen am Ministerium der Familie zu summen schaffen für das dann Hützwert. Der Benevolat hilft, dass ich mich mehr daheim fühle, dass ich mich gewertschätzt fühle, dass ich wirklich viele Deal von der Gesellschaft zu sehen, wo ich gerade den Moment helfe. Ich partizipiere, wie gesagt, und ich bin aktiv am Leben, den Moment von Heimat engagiert von der Gemeinde. Und natürlich fördert es die Chance, an eben zu Summe kommen, von der Leute, ja, als wir in die Richtung das kommen. Aber wir probieren, Energie zu machen, den sich so umstößt. Für zu probieren, wie kann ich Pferde springen, vielleicht in die Rolle zu kriegen. Und da geht es wirklich darum, für zu gucken, wie kann ich, wann ich schon eine Video kriege, wie kann ich die empfangen, und wie kann ich die auch fidelisieren. Wir würden selbstverständlich auch die Video beweisen, dass man sie gerne am Mut hätte. Wir müssen mal gucken, Rollen zu machen, wo man dann noch, auf Lützeburg und Französisch, dann auch hingehen an so, ja, hey, Gift bin ich wo. Wo man dann noch können auf die Manifestationen aufstellen, da haben wir normalerweise im Süd von der Gemeinde, um direkt in die angemerkt zu Benevolat in der Lu. Der Moment, wo wir auch dann können die Manifestationen auch
publizeieren. An dann wie gesagt op Benevolat der Lu du auch dann eng seit die wirklich Steinfortiviieren ist. Dat ist die sieht do so Event in der Hunderten und so weiter so wann die Steine auf der Seite wo man geht seid die Steine vor der Stimmung von genau die Steine vor der Event wo auch Event so können publizieren und sind alle die Event von der Gemeinde auf einer Platz dabei. Die Plattform als am Fongol dofir de Benevolat zu promoveieren, fir zu valorisieren an noch zu weisen, dat het net een einzelne Benevolat ist. Die Filmformen an Schwengen an der heutiger Zeit sind wir in einer Zeit, wo man de Benevolat muss neu erfangen. Da sehe ich das nicht de klassische Benevolat, wie man dat für Jahre kann tun. Wir sind an einem Komitee und als Funktion wir schaffen, wir sind am Club engagiert an der Welt. Haut geht die Benevolat ziemlich weit. Bei der Haut sind wir mal Umstände konfrontiert, das Zeit, das viel Arbeit, das viel Work-Life-Balance. Und dann, für das Benevolat zwischen machen zu wollen, hält viele Leute ganz schwer. Nee, pro Saison, Benevolat bringen man das. Verschenkt in die Zeit einfach rein. Ich kriege aber etwas zurück. Ich kriege vielleicht noch Geld zurück. Nee, ich kriege immer Kontakte. Ich kann ein Interesse wählen. Ich kann meine Kompetenzen zur Verfügung stellen. Auch das können Benevolat sein. Ich kann sagen, voilà, sie ganz gut an Homepage machen. Da kann ich jeden Verein so, ich mache das. Dann kann ich zum Beispiel von daheim aus machen. Da muss ich mich vielleicht nicht extra déplacieren. Ich kann aber auch hingehen, also voilà, es ist ganz gut, ich kann helfen. Wir wissen eine Gemeinde, man viele Leute, weil man mehr könnt, das ist die soziale Benevolat. Und wir wissen, ganz viele Leute sind allein geblieben, sind auch daheim, diese sind hier, diese sind isoliert. Sitzen wie man von Gold an einer Touristen Solitude, wo ich kann sagen, schon noch Zeit gewinnen. Ich kenne die Person, ich gehe mal hier trippeln, ich gehe einen Glas Kaffee trinken. Auch da ist ein Grund für Benevolat. Und als Benevolen ist so immer, es gibt immer mehr nach einem Artikel an unserer Gesellschaft, weil als Gesellschaft einfach doch anders das lebt. Der wurde du ganz richtig gesagt, wir müssen bei den Kleinen anfangen. So nochmal die kleinen Sohn, die wir auch pflanzen, das ist die Kultur, die wir pro Jahr haben. Bei uns ist es nur so, auf der Plattform, wir sind zuständig für erstens mal als Verein zu unterstützen. Dafür ist die Plattform auch da, dafür arbeitet ich auch das wirklich alle Gute sich anzuschreiben, weil das kostet nicht, das ist gratis. Der hat eine Visibilität, der könnt ihr als Verein vorstellen, der könnt ja auch Qualitäten geben. Und dann kommen wir aber auch dann dahin, dass er so, voilà, wir sicher wollen. Wir haben lokal, kommen schon eine Mission. Natürlich auch der Gemeinde so Herr Bürgermeister, dass wir zusammen auf die Wege einsehen. Ich meine, unser Tanz haben wir immer alle dabei und in den Regionen. Und ich meine, der Gemeinde ist wohl vieles drin Vereinsleben. Und ich meine, als Gesellschaft wissen wir alle Leute, die hier sitzen, funktionieren auf gleich Standbein. Und ich gehe jetzt auch nicht mit, immer zu wiederholen, dass die Brücke bauen, den Sinn von Benevolat, das heißt nicht den Sinn von Benevolat, sondern den Sinn von der Tante, drei Brücken sehen. Voilà, das ist Gesellschaft, Vereine und Gemeinden, die zusammenspielen, damit es klappt. Ich freue mich, dass ihr trotzdem schöne Wetter, wo wir heute baust nun de Weg auf Steinfurt gefunden tut. Wir sind heute hier für die Kunst zu erleben, für zu gucken, für nachzudenken, aber auch vielleicht für uns ein bisschen überraschen zu lassen. Das ist schon die zweite Vernissage von diesem Jahr und das ist wirklich schön zu sehen, wie als Galerie Collard sich los einen Festplatz an unserem kulturellen Leben hält. Nicht nur heute zu Steinfurt, aber auch darüber hinaus. Kunst und Kultur sind nicht nur einfach ein Plus an einer Gemeinde. Sie sind das, was eine Gemeinde leben möchte. Sie verbinden Leute, machen Emotionen sichtbar und heierst du, so sie das,
was mir selber nicht wieder ausgedrückt kriegen. Madame Carmen Diesburg, die mit ihrer lyrischen Abstraktion Emotionen auf eine spontan und feinfühlige Art auf die Wahl bringt, bald wie ein Spruch ohne Wörter. Du not Madame Michel Röder, die Zanta viele Jahre mit Kraft und Expression überzeugt und mit ihren Bildern und Skulpturen stark andere kanalisiert. Und dann als dritte Madame Stoffel, Madame Brigitte Stoffel, die mit viel fein gefehlten Materialien wie Holz und Textil zusammenbringt und damit eine ganz eigenständig spannende Welt erschafft. Die drei Damen haben ihr Projekt zusammen herangerichtet und konnten als Jury heute zu Steinfurt überzeugen. Ich wollte auch dem Lynn Bindner, unserer Präsidentin, eine große Merci sagen, aber auch unserer ganzen Kulturkommission. Wir haben eine richtig flott und engagierte Kulturkommission, die immens flott zusammen schafft. Es sind da ganz viele auch den neuen Teil. Ich auch denke von mir persönlich eine große Merci für das Engagement, ihren Einsatz, das wirklich immens flott an unserer Equipe zusammen zu schaffen. Und dann natürlich auch unseren Service, den Service Technik, dem Service PR, dem Pascal und dem Sophia, wo die Noven für den Service zuständig sind. Das Ausstellung weist nach ein Kreier, wie viel Talent wir hier am Land auch über die Grenzen rausholen. Wir kruten viel Dossien ran und die Auswahl war wirklich nicht einfach. Am Namen von uns drei wollte ich mal für dich der Gemeinde an der Kulturkommission und noch dem Minister vielmals merci sagen, dass wir hier an dem schönen Kader könnten ausstellen. Also wir waren wirklich beeindruckt, wie wir hier die Mauern gesehen haben und für die Sachen hinzuhängen oder hinzustellen. Also das ist wirklich ganz viel Freude gemacht. Ich finde wirklich nicht mehr Malerei und ich versichere, also abstrakt Malerei machen ich an auch Lichtfiguren dran, da den einfach etwas Kleines dran gesagt. On est toutes les trois dans un autre domaine, c'est-à-dire Carmen, elle travaille donc l'acrylique, elle est très près de l'être humain, donc on retrouve toujours un peu l'humain dans ses toiles. Et puis on a Michel qui, elle, est dans l'attraction clair-obscur et elle fait parler ses œuvres, par exemple ses marbres qui viennent aussi en clair-obscur. Donc il y aura toujours le clair-obscur aussi bien en sculpture qu'en peinture. Et moi j'ai fait parler le fil du bois avec le fil de laine. J'ai essayé de les faire parler ensemble, les rejoindre, les unir, faire des sculptures, mais aussi qu'on sente la tension du bois aussi bien que la tension du fil, qu'elle soit souple, qu'elle soit légère, que ça se rejoint. Donc c'est un peu spécial, mais ce sont des choses qui vont ensemble et c'est que dans le naturel qu'on retrouve la vérité.
versammeln uns haut den 30. April für eine Tradition, die heute zu Stengefurt schon mehr wie 60 Jahre alt ist. Am Vorfeld vom 1. Mai gedenken wir auf dieser Platz auf der einen Seite schaffende Leute und auf der anderen Seite unsere historische Wurzeln. Die Gemeinde Stengefurt wird nicht die wir heute kennen, wenn wir nicht auf eine mehr wie 170 Jahre alte Industriegeschichte zurückgucken. Dass das die Vergangenheit geprägt von tausenden Leuten, die hier geschafft haben, die das Bild von unserer Gemeinde zusammenleben, ja, wesentlich geformt haben. Ich denke da besonders für allem auf unsere Schmelzaktivitäten von 1846 bis 1932 und die dazugehörigen Ziele an Zementfabrik und Phenolfabrik und Uni Royal, die heutige Indorama Ventures oder Moulin de Kleinbetten, selbstverständlich aber auch die viel kleinen und mittelständischen Betriebe, die bis heute als Gemeinde Stengefurt ausmachen. Die Feierlichkeiten vom 1. Mai erinnern uns daran, von wo wir kommen, von wo unser Reichtum herkommt, und vor allem, wie er erschafft wird. Das an schwierigen Arbeitsbedingungen. Dafür noch viel von den Klassenkämpfen, die am 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gefordert wurden, auch für die heute Stengefurt Spannungen an den Betrieben gesucht. Es war ein langer Weg, bis endlich die Arbeiterinnen und Arbeiter von einem dezenten Lohn und guten Arbeitsbedingungen profitieren konnten. Lors du Congrès international des travailleurs en 1889 à Paris, le 1er mai a été proclamé Journée internationale des travailleurs. Ce jour-là, les syndicats ont revendiqué la journée de 8 heures de travail, une idée d'abord très simple, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de vie personnelle. Aujourd'hui, nous bénéficions de nombreux acquis sociaux, la semaine de 40 heures, l'assurance maladie, l'indexation des salaires, les congés payés, les pensions, le salaire minimum. Tous ces droits nous semblent normaux aujourd'hui, mais ils sont le fruit de longues années de lutte. Par conséquent, il est important de ne jamais l'oublier. De plus, le 1er mai est plus qu'un jour férié. C'est aussi une journée de solidarité. Ce soir, je pense donc particulièrement à toutes celles et tous ceux qui cherchent un emploi. Leur situation nous rappelle que le combat pour plus de justice sociale continue. Et c'est notre devoir collectif de les soutenir chaque jour. Op deze 1. Mai gucken wir zurück. Sind dankbar für das, was als Vorgänger gelegt haben, und gucken aber auch noch viel. Und signalisieren Bereitschaft aus den Herausforderungen von heute, aber vor allem auch den Herausforderungen von morgen zu stellen. Herausforderungen vor allem für eine solidarische, faire Gesellschaft, für jeden, den er lebt, aufzubauen. Abschließend will ich noch ein paar Merci und die Leute aufgehen von der Entente, die dabei durchgehalten und den ganzen Tag für den Mehrkranz zu machen und darüber hinaus auch bei ihrem Programm. Dicke Merci auch natürlich und alle Vereine, die heute mit dabei sind, von den Pomschen über die Musikvereine, natürlich Scouten nicht zu vergessen und auch alle Guten, die sich all Jahr immer für die Wichtigkeit von diesem Tag zu unterstreichen, hier deplacieren. Europadag als méi wie eng Formalitéit.
dass eng Erinnerungen als Geschicht eng Erinnerung ja auch und Fehler der Europa gemacht hat an die courageiert Schritt, den wir alle als Europäer sind hier zu Summe gerne sind. Für 76 Jahre, den 9. Mai 1950, wird der französische Außenminister Robert Schuman eine Vision vorgestellt, die die Welt verändert wird. Die Schuman-Deklaration war derzeit eine revolutionäre Idee. Am Platz, dass all Land seine Kohle- und Stahlproduktion, wie zu der Zeit noch üblich, selber geriert wird, was auch dann Grundlage war für viele Krieger an der Zeit, sollte ab dann der zusammen kontrolliert gehen von einem gemeinsamen europäischen Gremium. Aus dieser couragierten Vision aus der europäischen Kohle- und Stahlgemeinschaft entstanden. Sie hat das Fundament gelöst für Frieden zwischen Frankreich, Deutschland, Italien, Holland, Belgien und auch Lützeburg. Das war aber nicht nur ein wirtschaftlicher Schritt, es war aber auch noch ein moralisch verantwortlich, eine moralische Etappe, die Europa gegangen ist. Die Generationen, die 2 Weltkriege erlebt hatten nur einfach voll. Sie wollten eine Zukunft, die nicht mehr durch nationale Egoismen und Waffen definiert soll gehen, sondern sich vor allem soll durch Zusammenhalt und Zusammenarbeit auszeichnen. Europa funktioniert nicht mehr mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Und da können doch als Gemeinde Stengefurt ans Spiel. Als Geschichte ist eine Geschichte von Diversität und Solidarität. Als Schmelz hat nicht nur Stahl geschmolzen, als Betriebe haben nicht nur Reichtum geschafft, nein, sie noch für alle Menschen von verschiedenen Kulturen eine Lebenswehr bei ihnen gebracht. Heute leben Leute aus über 60 Nationalitäten zusammen. Wir schaffen zusammen, wir feiern zusammen. Und für allem, wir lesen zusammen die Herausforderungen, die sich uns am Alltag stellen. Wir sollten uns also bewusst sein, dass Europa als mehr wie ein eigenes Marché oder den Euro. Es ist eine Gemeinsamkeit von Werten, Frieden, Freiheit, Démocratie, dignité. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une date sur le calendrier. Nous célébrons une idée qui, il y a 76 ans, a changé le destin d'un continent dévasté par les guerres. Une idée qui a permis à des nations autrefois ennemies de se tendre la main. Une idée qui s'appelle Union européenne. Le 9 mai 1950, Robert Schuman a déclaré, et je cite, « L'Europe ne se fera pas d'un coup, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » C'était audacieux, certains disaient même à l'époque impossible. Et pourtant, nous l'avons fait. Depuis, l'Union européenne a su transformer l'impossible en réalité. Un marché unique, 4 libertés fondamentales, un espace de paix, de justice et de démocratie pour plus de 450 millions de citoyens et citoyennes. Une monnaie commune, des programmes qui permettent à nos jeunes d'étudier partout en Europe, des ponts là où il y avait autrefois des murs. Mais, mesdames et messieurs, rien n'est jamais acquis. La crise financière, la pandémie, le retour de la guerre sur notre continent avec l'agression contre l'Ukraine par la Russie, le populisme qui divise, les discours de haine qui cherchent à nous opposer. Chaque génération a dû et doit encore défendre ce que nous avons construit ensemble. L'Europe, c'est un combat de chaque jour, un combat de liberté de penser, un combat pour la dignité humaine et un combat pour le respect et la solidarité. Wir feiern heute auf diesen Tag eine Union von Menschen, eine Union, die uns erlaubt, Differenzen durch Dialog zu überwinden, die Rassismus und Radikalisierung entgegenwirkt und die soziale und klimatische Gerechtigkeit als Priorität setzt. Das ist ein gefährliches Projekt, dem sind ich mir bewusst. Das ist für allem ein Reis, auf dem wir als alle Guten zusammen beginnen und dem wir alle Guten bis zum Schluss müssen gehen. So, ich vielmals merci für Ihr Engagement, für Ihre Präsenz heute und auch in Zukunft und auch für Ihr Engagement, diese Message und die nächste Generation weiterzugeben. Ein dicke Merci auch an uns, 2 Musiker und Vereinsvertreter, die alle Guten hier sind. Ich weiß, dass es chargierte Moment, das ist nicht immer evident. Ich von Herzen Merci, weil mit dieser Präsenz unterstreicht all einzelne von euch auch die Wichtigkeit von diesem Tag. Dicke Merci natürlich auch an die Guten und Leute,
die Haut Natalina kommen sind an der Tiersche und Gemengeservice, die Datei alles möglich gemacht haben. In dem Sinn, vive l'Europe, vive Lützeburg. Shed a tear. Carry on, carry on, carry on, carry on. Voilà, comment on va. Bon, alors. Schon bei Autosaccidenten Geräte, wo sie kommen Plus aus der Flasche und Das eine Teil zwischen Verkehrsaccident
gehört. Aber da habe ich kurz mit 2 Uhr angefangen. Schmenge wann net mit méget wieder durchwussen ass, da wissen alle Guten, dass der enker Zeit aus in der kleinen Bettner Kirmes. Schmenge wissen net alle guten Kirmessen sind ein wichtiges Evenement trotzdem an diesem Eventkalender vom Joar, dass dem Moment, wo aus dem Dürrer noch rundrem Leute bei nie kommen, für pro flott Momente zu verbringen, den Mengen oder anderen Spielen Tour zu drehen, an sich auszutauschen und das dat hat man nachher zu simulieren, vielleicht Stress schon all der vergessen. Und dafür ist es wichtig, dass in Eventer wie die heute op Pech hält und dafür sind wir so froh, dass da alle guten Mai mit dabei sind.